Und kannst du wegen der Schmerzen manchmal in der Nacht auch nicht schlafen? Und kannst du zufälligerweise noch gut singen? Ich kann eigentlich nicht schlecht singen. Ja, dann bist du jederzeit herzlich willkommen. Die Graugans, der Dr. Dachs und die beiden Pflegerhirsche haben gespürt, dass es keinen Sinn hätte, die Truppe wieder mit ins Heim zu nehmen. Sie haben das Funkeln in den Augen gesehen und gemerkt, dass es den Tieren wirklich besser geht, wenn sie ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Hey, ich habe eine riesige Idee. Komm, wir machen ein Fest. Ein riesen Fest. Wir laden alle ein. Alle, die wir kennen. Alle Onkel, Tanten, Schwestern, Töchter, Enkel. Alle müssen kommen. Alle. Es war wirklich eine gute Idee, das Familienfest. Alle Enkel sind schon schauen und haben sich riesig gefreut, ihre Grossmamis und Grosspapis wieder mal zu sehen. Es ist ein lustiges und fröhliches Fest geworden. Aus einem alten Grammophon ist Tango-Musik gelaufen, sodass die Wildsau das Reh zu einem Tänzchen auffordern. Der Fuchs ist gemütlich mit einem Enkel auf dem Schoss angehöckelt und hat der Musik zugelassen. Grosspapi, da ist es viel lustiger als im Heim. Es schmeckt nicht so komisch und mich dünkt's, dass deine Kollegen auch viel zufriedener sind. Gell? Das dünkt mir auch. Wir fühlen uns schon sehr, sehr wohl da. Beim Bär ist es zu dieser Zeit gerade ein bisschen wild zu und her gegangen. Die Enkel vom Bär haben sich nämlich ein lustiges Spiel ausgedacht. Es heisst, der Grosspapi im Rollstuhl hin und her zu stossen und das mit einem horrenden Tempo. Dem Bär war es sichtlich wohl. Jedes Mal, wenn die Enkel wieder Anlauf genommen haben, um ihn durch den Garten zu stossen, hat er seine Pfoten in die Luft aufgestreckt und vor Freude laut gejauchzt. Ach, Kleine, das ist aber so cool. Vielen, vielen Dank für das schöne Buch und die schöne Zeichnung. Grazie, cara, grazie. Die Eule hat vom Eulen Junior ein Buch bekommen mit ganz grossen Buchstaben, dass es die Eule ohne Probleme lesen kann. Auf der Zeichnung hat man eine grosse und eine kleine Eule gesehen, die gerade zusammen über den Wald fliegen. Es war ein brausendes und glitzeriges Fest, wo sich die 5 Freunde noch lange Geschichten davon erzählen konnten. Von diesem Tag an hatten sie fast alle Tage Besuch. Und wisst ihr was? Sie haben sich dabei immer wie jünger gefühlt.